om te zinnen zullen. We gaan ons de laatste paar weken al aan een reis aangegeven van God gebruikt gewöhnliche mensen, ganz einfache, zoals du en ik. En ik vertrouw, we gaan al moed gevoed op een of op andere weg. En ik bid dat die wieder geklossen en besonders die van jou mochten ons moed merken, bis mal om plug te pakken en te schaffen. We te beten. Voor dem Himmel, we danken die voor diesen so schönen Morgen. We danken die dat du ons de Bibel, dien woord, hingeluten hast en dat we ons damit beschäftigen können. We beten dat wanneer we ons van jou mannen bechecken en de Bibel, wat door die gedaan haben, dat we mochten door daar moed voeten in ons leven opkennen en ons die hand geven. Dat beten we in Jezus' naam. Amen. Have eerst een oefening hoe mijn markers zijn. Huh? Oh, mooi bien. Nu fehlt dan best nog mijn karat om oplossen. Dat is nou dat ik een serviette gebruik van. Niet doen als. Zijn die het karat kan nog niet verloren worden, nee? Goed. Wer von jullie heeft zich al beschäftigt met Jesus zijn Jünger en de opkomsten die hij heeft? Muy bien. Pas dat schaffen damit. So, wir haben Jesus seine Jünger an Gruppen angeteilt. Dann gibt es Feuergruppen. Dann haben wir uns der Geschichten abgeschrieben. Dann haben wir die Geschichten becheckt und wir dann über diese grässliche Beruf führen, oder wir bloß Jesus könnte brücken. Stimmt doch. Das ist von ungefähr, was wir getan haben über die Zeit. Wann erst auf einmal noch Mut fängt zum Durchbiefuten, nu fehlt uns noch die Frucht von dieser Manna zu bechecken. So, wenn wir mit den Jüngern ihre Geschichte schaffen, dann würde ich gleich, dass wir nun noch tschüss uns die Geschichten noch einmal lesen und dann uns die, jeder Jünger an der Lehre wurde erst noch beschrieben. Okay, was hast du zu Gott lassen mit diesem Mann seine Worten gegeben? Hast du erst da nun jemanden uitgehört oder nicht? So, wenn ihr durch die Länge der Tareas gehen mit diesen Jüngern bechecken, becheckt dann nur noch das letzte Ding, der Frucht. Dann werden wir von dir uns in die Klassen anluten von Gnade, Mank uns. Ich weiß, dass wir haben uns all becheckt, dass Gott will uns brücken. Aber wir denken du einzig mal nicht an, dass einzelne Menschen, der fehlt noch eine zweite Gelegenheit. Und wir fangen an Apostelgeschichte, 3 sehr besondere Männer. So, wir haben du so Paulus und Barnabas. Und dann haben wir einen jungen Mann, der du Markus heißen hat. Und ich weiß, dass diese Geschichte erst, wenn einer so busig Apostelgeschichte lesen hat, dann mag einer dort nicht. Ich soll hier vielleicht Johannes Markus handschreiben, wegen das ja von Teil Markus im Neuen Testament. So, Johannes Markus ist der Mann, wem sein Leben wir wollen von dir bechecken, aber im Betrag von diesen beiden Männern. So, für Klaus haben wir uns best becheckt, dort Barnabas, der jengt nur die Aposteln und sagt, Paulus hat sich wirklich bekehrt, der hat ein Zeugnis, der ist getauft und all diese Dinge. Und dann, wenn wir wieder lesen, dann fängen wir dort durch eine Geschichte von diesen 3 Männern an. Hat erst eine Ahnung, wer Johannes Markus ist. Okay, so das ist eine neue Geschichte. Endlich mal eine neue. Das Johannes Markus ist ein junger Christ. Und wir wollen das erste lesen an Apostelgeschichte 12, Vers 12. Apostelgeschichte 12, Vers 12.
Du sagst, das ist das. Ja, Apostelgeschichte 12, Vers 12. Als hij zich besonnen hat, kwam hij bij Maria huis, der Johannes Markus seine Mutter weer, wo viele taubgekommen wären zum Beten. Das ist eine Kirche, und die Kirche, die versammelt sich an dessen Johannes Markus seine Mama Haus. Also, dass Johannes Markus als nicht fromm abgewaschen, was den Glauben anbelangt. Ich würde durch den Kontext, was wir lesen in Apostelgeschichte 12, würde ich sagen, das können die meisten von uns junge Menschen lernen. Okay? So, ich weiß hier sagen, aber wer ist alle ein christliches Heim oder wenigstens mit der Bibel bekannt abgewaschen? Okay, so das Johannes Markus, würde ich sagen, die lernen dann mit so among uns. Die haben, stell die Pferde, check es an den Haus. Wie viel dich da Bier kostet mit den Glauben abwaschen aus dort? Dann weit wie dort wills Paulus und Barnabas eine Missionsreise wollen umfangen, dann ist das junge Mann entweder Beruf genug oder er hat den gesagt, oh, fang an, du musst für Missionsarbeit tun. Und das ist dann das Matchlapper. So, wir haben das lesen, Apostelgeschichte 13, Vers 5. Apostelgeschichte 13, Vers 5. Als sei ein Salamis ankommen, predigten sie durch an die Judenschulen der Gotteswort. Sie hatten Johannes auch mit an zu halten. Okay, so nun haben wir dann zwei große Männer, Paulus und Barnabas, die wir von, wenn wir Apostelgeschichte der Lang lesen, die sind bloß fremd von dann, was Barnabas den Paulus bei den Aposteln verstellt. Und die sind Prediger, und das sagt du, die wären ganz verfallen und Arbeit. Und dann, interessanterweise, haben die durch dessen Mann mit. Und das sagt du, die haben nicht mit zum Halten, so, dort wäre dann ein Equipo. Wir fingen dort, die, was hier erwähnt, und das meint all, dass wir nicht bloß so, die fuhr mit dem Checken, die wir mit einer ganz spezifischen Verantwortung. Dann aber fingen wir dort das Mann, der mit einer Entscheidung. Wir gehen nun Apostelgeschichte 13, 13. Du sagst dort, an Paphos stieg Paulus mit seiner Gesellschaft an ein Schiff in Seelen Evanoperge in Pamphylien. Du vielleicht Johannes an und ging träg nach Jerusalem. Okay? Das Mann, was ein haltbar wäre, der jetzt trägt. Das ist mit schon, dass du nicht mehr mehr Details, Spezifikos, nicht mehr wirklich spezifische Dinge sind abgeschrieben. Ich würde gleich dort sehen, warum. Dort kann eine ganze Schritt von Ursachen sein, aber du hast nicht eine Erklärung. Dort kann Angst gewesen sein, dort kann Meid geworden sein, dort kann bloß fühlet sein, dort kann anriepet sein. Das Einzige, was wir weiten ist, der mögt der Reise nicht vor. Okay? So, warum muss sein, dass die haben ein Meeting gehabt durch Markus sein Haus. Dann haben sie gesagt, oh, Paulus und Barnabas, die waren vor Missionsarbeit tun. Und dann hat Markus gesagt, oh cool, ich will auch mal mitfahren, ich sehe auch gut. Und dann sind sie gleich. Und dann hingen wir und sagten, oh, das interessiert mich doch nicht so sehr, ich vertrete nur Mama. Was immer auch noch was sein, das war ich träg. Das Abgeben wies uns dort Interesse kann abgeben oder trägbacken oder bloß einfach sagen, interessiert mich nicht. Diese Trägbackerie, die bringt eine so große Sache. Also, das Markus ihm sagt, na, ich gehe trägen Haus, dort bleibt nicht bloß bei, naja, dann, so ich würde bleiben. Und auf Apostelgeschichte 15,
Du so haben die das große Meeting gehabt und Paulus und Barnabas wollen Trägerreisen, die Schwachen besiegen, was sie haben besucht, oder wo sie vorher gepredigt haben. Und dann merken die Leute, die ganze Zeit, hey, soll ich unsere Freunde besiegen? Und dann kommt diese Spazier du für einen Tag. Und ich lese, dort sagt du, dann ein paar Tage sagt Paulus zu Barnabas, weil wir nu trägen in all die Städte, wo wir den Herrn sehen, wo wir gepredigt haben, die Brüder besiegen und sein, wo dort angeht. Barnabas bleibt dort stehen, dort sie Johannes Markus mitnehmen wollen. Paulus aber bleibt dort stehen, dort sie ihn nicht mitnehmen wollen, weil es heute an vorher in Pamphylien verloren hat und wir nicht wieder mitgekommen mit an zu arbeiten. Okay. So, nu wordt deze geschichte nog interessant. Deze beide mannen, die gaan nu, einer wil den mitnehmen en einer wil den nicht mitnehmen. En dat is niet bloos me cae gordo, of me cae muy bien, dat zegt du specifisch. Paulus zegt, die nemen ik niet met. Se rajó muy pronto, das verbrak. Dat was in im Himmelreich. Wees je mal denkt, wie du nicht alle Glecken sah, und dass Gott hat alle Menschen gerufen, die gift, und dass Gott will alle Christen bringen. Nicht bloß einer, bloß den anderen. Wir haben einen Monk, Jesus seine Jünger, wo ich sage, ein so besonderen Jünger, von dem so wenig geredet wird. Und er ist mit dieser Gruppe taub. Wir haben also in Johannes 1, Vers 35, eine Geschichte, wo du anfängst, mit einem so besonderen Mann. So Johannes 1, Vers 35. Johannes 1, Vers 34, but der 40 lesen, wie es steht. Am nächsten Tag, wie Johannes mit 2 von seinen Jüngern war da durch. Als Jesus sagt, vorbeigegangen, sagt er, check, dort ist Gott sein Lamm. Als die 2 Jünger am dort sahen, hielten, gingen sie mit Jesus mit. Jesus dreht sich um und sagt, dass sie mitkommen und fragt, was seht ihr? Sie sagen zu ihm, Lehrer, wo wohnst du? Er sagt zu ihnen, komm, check. Sie kommen und sagen, wo er bleibt, und bleiben den Tag über bei ihm. Dort wird Glockfeuer Nummer 8. Einer von den beiden, der Johannes reden hier, und mit Jesus mitging, war Andreas, Simon Petrus, sein Bruder. Andreas fängt dort erst sein Bruder Simon und sagt zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Dort meint den Christus. Und er brach ihm nur Jesus. Als Jesus am Ancheck sagt er, du bist Simon, Jonas ihn sehen, du sollst Petrus heiten. Andreas fing ich als ein von den Jüngern, wo meist nicht erst wo eine Spazier für den Tag kam. Trotzdem ist das Andreas ein von den ganz besondersten Jüngern, wenn wir die Geschichte langsam nicht lang lesen. Andreas wie erstens mal Johannes, den Täufer, sein Jünger. Und wenn er einmal Jesus zu holen hat, dann wollten wir, dass den einen halben Tag tau, zum Jesus zu lernen. Und was ist das nächste Ding, was er tut? Ich weiß nicht, der hat bloß gedacht, weißt du was, wenn ich den gefangen habe, mein Bruder fehlt ihm noch. Und Andreas ist nicht das Prediger. Das ist das stille Mensch, wo die ganze Geschichte eben am Hintergrund im Schatten steht. Aber wir wollen uns von dir wundern, eben wo das Mensch von Gott gebraucht wird, zum Ding zu tun. Denn sein ganz erste Ding war, hey, wo ist mein Bruder? Ich werde ihm sagen, dass den Messias, nur wenn wir gelehrt haben, den haben wir gefunden. Also die erste Geschichte, was wir von dem weiten ist, sein Bruder fing. Wenn wir dann wiederum an Andreas seine Geschichte, das zweite Mal, was der Verdacht kam, als kriegt mit den selben Ton. Wir drehen nur Johannes Kapitel 6, Vers 8 und 9. Das ist diese besondere Geschichte von der Fest. Und du sagst dort in Johannes 6, Vers 8 und 9, das steht. Einer von den Jüngern, Andreas, Simon Petrus, sein Bruder, sagt zu ihm, hier ist ein Junge,
der hat 5 Jahresbrot und 2 Fisch. Aber was das dort für so viel? Andreas ist so unbekannt, dort wenn Johannes der Geschichte schreibt, der muss man recht sagen, das ist der Andreas, den Petrus sein Bruder. Da meint so viel, dort, wenn erste von den Jüngern redet, der würde weiten, wer Petrus wäre, der würde aber nicht weiten, wer Andreas ist. Wenn Andreas wir bloß nicht im Blubbermund. Andreas stund und schon. Nu sind da 5000 Menschen hungrig, und die Jünger haben sich da untereinander zu holen, aber wo waren wir nicht mehr, dass die Menschen alle da und die sagen zu Jesus, schick dir mal die Hüst. Und das ist abfällig, sehr abfällig. Dort Andreas, der ist, wer das ein Jung durch gefangen hat. Ein stiller Mensch. Und der nimmt den kleinen Jungen und sagt, komm, wir müssen Jesus gehen, der wird weit, wo wir sagen da. Und da merkt man mal richtig hart warm, wenn am Zeug dort allemal als Brückbar, kriegt man der nicht graubfrittig ist. Das ist all die Geschichte, die fing wie frisch an Johannes 12, Vers 20 und 22. Johannes 12, Vers 20, but der Johannes 12, von Vers 20, but der 22. Nu wären du auch wat Griechen mangt, die fast gekommen wären, du anzubeten. Die kamen nu Philippus, der von Bethsaida in Galiläa, wie ein Sente arm, wie würden Jesus hier sein? Philippus ging und sieht Andreas dort, und dann ging Andreas und Philippus und sehen Jesus dort. Okay, so, wenn die Tschüss haben mit den Jüngern mit geschafft und Geschichten abgeschrieben, das ist eine von denen, wo es sich lohnt abzuschreiben. Andreas ist hier frisch, der kleine Breg, wo Menschen, die sind so, Jesus, ja, Jesus, nee, was da alles. Und dann will ich die Geschichte bei Andreas haben, dann sagt Andreas, komm, wir müssen mit dem Meister reden. Und das gibt mir so schön, die Geschichte zu bechecken und zu sehen, dass das Mann, der hat einen Abruf. Dort wir, der wird von dem Schotten Menschen nur Jesus braucht. Andreas hat, so wie das wir arbeiten, kein Buch geschrieben. Andreas hat ein Neues Testament, was wir haben, niemals eine große Predigt gebracht. Der hat sich schon mal mit uns in der Arche geholt. Trotzdem, als Andreas der, wer die meisten Menschen persönlich nur Jesus gebracht hat. Vielleicht bist du einer von denen, wo du an einer Versammlung nicht der Letzte redest. Aber nicht warm wird, wenn du einen verlorenen Mensch begegnest. Dann merkt die Sache, dass du den was nur Jesus in den Feind bringt. Das ist alles, was du fehlt. Wir sind so gewandt, dort in der Kirche, in manchen Christen bloß 2 oder 3 Menschen zu brücken sind im Himmelreich. Und das ist die letzte Lehre ist, was der Feind an unserer Zeit verspreiten wird. Der Feind will haben, dass du sollst glauben, dass du bist nicht beguft, voll vom Heiligen Geist und brauchbar an Gott seine Hand. Das sind schrecklich, so eine große Lehre. In dem Moment, wo du dein Leben Gott anjäufst, dann jäuft Gott dir den Heiligen Geist nicht zum Nachstellen. Der jäuft dir den zum Umkörper, schaffen, bewusst und mutig, jeder Tag. Dann haben wir von dir noch eine Gruppe von Männern, wo wir hier waren, bieten. Die Geschichte fängt in Lukas Kapitel 23, Vers 50 und 51. Lukas 23.
Du sagst dort so steht, Lukas 23, Vers 50 und wieder. Nu wie Jozef ein Rutshaar, ein gouder abbrecher Mann, Judur, en had en een roet en handel niet met angewallig. Hij wie van de Joodse stad Arimathea en leert ook nu Gottes rijk. Des man ging nu Pilatus en vroeg nu Jezus in Charpa. En hij nam den rof en wikkelde den in lienzeig en leed den in een niet graf dat uit een steen uitgehakt weer en nog niemals weer bij hem gelegen had. Des man, des Jozef van Arimathea, is een zo'n buitengewoonlijk vol van mensen wat nu radung leiden. Er wordt hier erwähnt, als die wir ganz jen Jesus in die Kreuzung wir. Und er wordt hier erwähnt, als die wir sein Leben, und ich will mir wirklich zu sein, sein Leben auf Spiel sahen, Jesus zu begraven. Du zijn Lehren im Leben, wo es uns diese Männer fehlt. Das Mann wordt aber noch anders beschrieben. Ich will nur Johannes 19, 38 blättern. Johannes 19, Vers 38. Nur dessen, das meint nur dem, dass Jesus gestorben wäre, sagt dort, kam Josef von Arimathea und frug Pilatus, ob er Jesus vom Kreuz raufnehmen darf. Josef war einer von Jesus seine Jünger, aber er hält dort still aus Angst für die Juden. Und Pilatus gab ihm die Freiheit, so kam er und nahm den Toten Jesus rauf. Das ist eine interessante Geschichte, dass Josef von Arimathea wie am Plitschen Jesus sin Jünger. Aber weißt du, wie lange der Plitschen Jesus sin Jünger war? Alles am Rut. Was Jesus gestorben war. Der kann nicht mal am Plitschen Jesus sin Jünger sein, nur dem, dass der Jesus vom Kreuz raufnahm. 2000 Jahre später sind wir hier und wir vertrauen von ihm. Okay, so nicht, dass ihr Geschichte zum Ersten sein, der kann im Plitschen Jesus in der Jünger sagen wir das nicht so. Du kämpfst eine Zeit, wenn du Jesus begegnest, dann sollst du weitertreiben. Und das man gegen um Kreuz und kommt. Aqua die begrüßen. Vielleicht bist du hier von der in der Bank und sagst, ja, ich will ein Christ sein, aber ich will mich dort nicht. Gott kann 1000 Sachen in deinen Stich legen. Und man erst werden vergeben, hat Josef hat. Du wirst 70 Mann, die wollen den Stein gehen für over der hier rein. Aber du willst kein Weg trägt mehr. Also, hat er was ganz Besonderes im Sinn. Die Schwierigkeit, was das Mann belebt, oder der sieht, was das Mann uns wiesen lässt, fing wir an Markus Kapitel 15, Vers 43. Markus 15, Vers 43. Ich war von 42 anfangen. Markus 15, 42 bis 43. Als dort oven wordt en wils dort de dag weer aan den zij ruimte zum Sabbat, nahm Josef von Arimathea den Mut, bei Pilatus nennen zu tun, en nu Jesus in Charpa te vreuen. Josef war ein ehrlicher Ratgeber und einer, der auch nur dort Gottes Recht lügt. Pilatus wundert sich, dass die all dood weer en fordert dem Offizier und fragt dem, ob Jesus all dood weer. Als hij dort durch den Offizier uitvangt, leidt hij Josef den Charpa. Zwei sehr besondere Dinge. Punkt Nummer 1. Das Mann hat drauf ein Plitschen in Christ zu sein. Das schaut bloß so lange, weil Jesus erst dort gemerkt worden wird. Dann jinkt das nicht mehr. Das sagt du, der Jink in der Frucht und Freiheit.
Dit is een van de mannen wat ons wijzen dat dat christen konflikten tophang met regeringssachen. En nu zijn een deel van ons wat zeer weinig oder nichts gleichen met regering te doen haben. Aber du zijn einzige, wat du wirklich berufen sind. En das machen wir einer von denen. Das Mann hat einen Freund. Und das ist die Geschichte, die uns immer nicht vertellen, wenn wir Nikodemus seine Geschichte hier. Nikodemus ist das Mann, was Jesus danach besiegen geht. Und Nikodemus hat diese Frage, hey, was mache ich tun, um gerat zu werden? Das Nikodemus verschwindet in der Geschichte. Aber das Nikodemus kommt vom Frischen an der Geschichte. So, wenn wir an Matthäus 27, Vers 59 und 60 lesen, Matthäus 27, Vers 59 und 60. Du sagst es dit. En Jozef nam den Karper en wikkelde den aan een reine lienzeichleuken aan en leed den aan zijn ene knie het groof, dat hij had aan een stein aanhaken looten en rolt een grote stein verder der en ging davon. Also, de eerste Geschichte is bloß so, ja, dass Jozef, dat wie zo'n fijne mens, der begroof Jesus. Johannes 19, Vers 39, dat du nog een ding toe. Johannes 19, Vers 39. Du sagst dort, Johannes 19, 39. Ook Nicodemus, en dat kun je 1000 Nicodemussen gegeven hebben in die tijd, maar ik vraag me dat Johannes je opschrift, dat we niet bloos Nicodemus. Dat zegt u, en Nicodemus, die vorher benach nu Jezus gekomen weer. Tjeim en brach 100 pund Mirren en Aloen, taubgemeng. Dan nemen zij den doden, wekkelden den aan en begroefden den. We hebben vandaag een geschichte van een Jozef en een Nicodemus. We worden vielleicht plottig sein und sagen, mit Schiedkreuz. Da hat Jesus bejagt, da hat Jesus Zahn gelehrt, da hat Nikodemus, wir verschließt danach noch Jesus und hat ihn gefragt, wo man da unter mir Rat sein. Und die Geschichte war dann so traurig abgeschrieben in Johannes 3, wenn er sagt, er ging fort. Josef wird so taub geholt, dat als Jesus zum Tod verurteilt war, so der durch und der wird starb. Aber du kommst einen Punkt, wo ich einmal trägt mir aus. Josef ging nur der Regierung und sagt, hey, weißt du was? Ich gehe was Raum, dass Jesus könnte begraben. Und Nikodemus holt sein ganzes Habengeld für den. Und du wird normalerweise gesagt, da wären 38 Kilo mehr, was du gebraucht wird, um Jesus in Körper an sollen zu begraben. Und dann sagt uns die Geschichte, dass diese Männer haben eine anderes belebt. Vielleicht habe ich von dir ein Teil zu sein gekriegt, was das meint, ein ganz schön normaler Mensch zu sein. Een dag bruikbaar. Johannes Markus wie een Versailler. Die wie grootvredig met je voor naar de mission. En wil ze eerst eens wat, dan zou hij een huis. Dan Luther waar we aan, die wie dag bruikbaar. Andreas wie niet de grootvredig, ja. Maar die wie mensen naar Jezus in de feit bracht. Und dann habe ich hier diesen Josef und das Nikodemus. Die wären meist Lut beigefallen, aber Gott sei Dank nicht Lut. Dass sie wollen erleben, ganz Jesus hingeben. Ich kann in ihrem Leben nicht entscheiden. Ich habe keine Ahnung, was die machen fertig geben haben. Aber wir haben alle. Uns Fleisch wird einmal überraschen.
weet je, wanneer Jesus ons brücken kan, dan wordt het toch een wijze entscheiding zijn, heel. Dat beetje wat hier is, dat kost ons gaan. Ik wil ten slotte een geschichte vertellen. En ik wil die aan twee delen vertellen. So, de meeste van jullie hebben vielleicht geen aning wat ik alles met erleefd heb, voor ik naar Paraguay trok. Ween, gewöhnlich wil je best zijn, ja, Carlos deed nog maar de entscheidung en de trok naar Paraguay. Ik ben halfweg fijner student. Ik kon met zo dichtbij vriend gewesen zijn, ik kan me nog meest niet, zum nicht sein, niet brug. Doelzaten zum für ein Examen studieren. Mir wird Zeit tog schuld zum Studieren, so dann muss ich in der Klasse noch hören, was der Lehrer sagt, und dann wenn ich einmal tschüss wird, dann will ich was anderes tun als Schularbeit. Ich habe meine ersten 12 Jahre in der Schule gewohnt und ich dachte so, wow, ich sehe noch ein guter Student, ich sehe gut an mein Leben, das lange Leben. In meiner 12. Klasse, wir haben einen Test, oder der Schule, wir haben einen Test geschrieben. Und der Test wird zum Uitvinden, was unsere Guven worden zijn aan deze Welt. En op den Test steht dort, dass ich so gut zu brücken sein, tun auf gut sein. Ein Lawyer, ein Avocat. Und weißt du, wenn ich den Papier sagen, dann sehe ich so leiches studiert, da klickt. Und ich fühle mich so als der mächtigste Mann auf dieser Erde. Ich will groß achten. Krack. Der Weg, wo ich den Test schreibe, wo der Buben sagt, ich soll Leies studieren, hat wie jas. Du wirst morgen ans Haus, da hat Isaac Boy. Der sagt am Englisch, und er kann nicht so klar sein, wenn das wir an mein Leben so ein Knack. Der sagt am Englisch, und wie spazieren, der wusste, dass ich meist meine 12. Klasse fertig hatte. Und dann fragte er mich, was weißt du? Mit die Leben da. Und dann sagte er, das ist doch so klar. Ich war ein Licenciado sein, und ich war ein feiner Licenciado sein, und das ist bloß was tun. Und dann checkte man mir in die Augen und sagte, Carlos, du sollst nach Paraguay fahren, nur die Bibelschule. Und dann lachte ich den uit. Und dann sagte ich, nicht mal besuchen, wo ich zum Prediger zu brücken sei. Aber wir sagen ihn grappig. Bitte eigentlich. Ich schreibe mich für den Examen, den Ingreso an Durango an. Du wirst 200 Lugares zum Leies studieren und ich bin so selbst angebildet, dass ich bin so klug, dass ich auch mal merken. So ich merke Trato mit Gott. Ich sehe zu Gott, ich will den Examen schreiben, wenn ich nankomme zum Leies studieren, dann habe ich das sollt. Wenn ich nicht nankomme, dann war es nee. Ich fahre nach Durango, ich schreibe den Examen. En dat die 2 weken van wat we den examen schrijven, wat de resultaten terugkomen. En ik weet niet wat er passiert. So ik schrijf den examen ganz vol mezelf en zei, ja, ik zie zo goed mijn avocado zijn, dat is pas wat met mij wat geven. En dan heb ik den examen fertig en dan kan ik den aan. En dan weer fertig. En dat waren de 2 miserabelste weken wat ik denken kon. Aan mij wist ik dat ik woord niet buren. Aber mijn Fleisch zei ik woord. Wil ik de tweede week terugvoer zum zijn als ik dat gebuurd had of niet, dan hadden we bij de office papieren opgeschreven van de 200 wat ik gemerkt hadden en dan nog alle ook nog. En ik ging toen aan en wanneer ik zo zelfs aangebeeld werd, vang ik bij de eind aan te checken was du mijn noem bent. En ik had mijn vinger door en dan los ik door de lengte. En du wie mijn noem niet. En de ene zie weer te eng, scheid ik. En de tweede zie,
Chainak, det dreide seg i Chainak. Bei roden om overfylt, jeg vet. 201. Dat is een examen en mijn ganze leven, wat ik aanleidig geschreven heb. Ik wil zo zeggen ook, dat God wil mij brengen. Waar je toestandig ingab ik, toen de toestand. Het Nieuwe Testament is vol zo'n mensen als du en ik. Wenn het bloß zo'n mensen als du en ik. De vraag is bloß, wanneer waar wie mal 30 jaar zijn en te God zijn, hier, breng mij. Ik weet ook goed, dat dat niet nur einfach eine Entscheidung ist. Aber das ist die einzige Entscheidung, was sich lohnt zu machen. Mag Gott an uns wirken, so lang, was durch ein Weichträg mehr ist. Mag Gott uns Leben umpacken und mag wir sagen, ja, hier ist ich, braucht mich, weil wir tot beten. Vater im Himmel, Dankeschön für die Wort. Dankeschön für die Bibel, wo uns wies, dass die ersten Jünger krieg so eine normale Menschen sind, als wir hier von dir. Wir beten, dass du uns was Demut geben, dass wir uns können in deine Hänge leihen und uns von die Brücken lohnen. Ich bete, dass jeder einer von uns wird so lange siegen, was er seinen Platz in den Himmelreich gefunden hat. Wir beten, dass du was durch uns hier aus Schweig und Blumhof in Andernes kann merken. Wie nicht bloß einer, nicht bloß zwei oder drei, sondern wenn wir alle an den Himmelreich schaffen. Wenn hier wir erst teruggebackt haben, der von der Ansatz, dort heißt doch Brückbar, jef Maut und jef Gelegenheit. Wenn hier von der erst wir all Vierten sich so gefällt haben, versteht im Schotten, mochte den Mut fängen, zu Menschen nur die wiesen. Wenn hier von der Menschen sind, wo Gott weiß, was sie tun sollen, und die dort noch was von der nicht getan haben, dann beten wir, dass der Tag von der noch gekommen sind, wo die Entscheidung gemacht wird, das Leben Gottes die Hand zu geben. Wir beten dort in Jesus' Namen. Amen.